Halbfinale Nummer 2, Adi Totoro gegen Paul Frege. Jetzt geht's los, jetzt ist hier Dampf in der Straßenkicker-Base und wir sind sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Das Spiel, das Match, worauf wir uns wirklich schon gefreut haben. Zwei Freunde gegeneinander, die genau wissen, wie der andere spielen kann. Die genau die Schwächen des anderen kennen. Und wer wird der Gegner von Maelo? Das zweite Halbfinale, Adi gegen Paul. Und es geht mit sehr viel Druck und Power los. Und da ist schon der erste Fehler von Paul. Und das hat auch mir Adi am Anfang gesagt, der erste Punkt ist so wichtig. Der erste ist wichtig, ja. Also das schmeckt ihm auch. Das schmeckt ihm gut. Gute Defense hier von Adi. Auch den zwiebelt der rein. Geht noch rauf. Da wird gedreht, da wird geschnippelt. Was für ein Punkt, der zweite. Riesenabwehr von Adi. Und ich glaube, da ist mein Paul ein bisschen auch angeknackst. Das ärgert den. Ja, das ist natürlich jetzt nicht dieses Lockere und da sieht man noch, man freut sich über so einen Punkt. Weißt du, dieses Yes, ein Punkt. So ein leichter, tu doch mal. 1:3 aus Sicht von Paul. Aber Adi wird ganz ruhig, recht konzentriert gerade. Da gibt's die Faust, da gibt's die Faust. Beim Aufschlagfehler vom Gegner. Eigentlich, oh, guck mal, 3:3. Da ist der Ausgleich da. Die Spiele sind jetzt mittlerweile auf Augenhöhe. Das ist so cool. Auf Augenhöhe. Und auch fürs Finale dann. Maelo ist wieder ein ganz anderer Spielertyp, den du überhaupt gar nicht unterschätzen kannst. Wo du sagst, wenn du den Spielen siehst, sagst du, nee, die anderen sind alle besser. Aber der holt alles, der kämpft jeden Ball, spielt ihn rein. Ja, der Chat hat es geschrieben, ne? Wenig Leute hatten ihn auf dem Zettel gehabt, auch so nach der Vorrunde. Genau. Trotzdem, er hat schon ein gutes Spiel gemacht am Anfang gegen Abu, aber ja, man findet sich auch manchmal so ein bisschen ins Turnier rein und das sind die unangenehmen Dinger. Ja, und das habe ich selber zu spielen bekommen. Ball hochgeworfen und nicht geschlagen, da ist der Punkt weg. Hier ist es zweimal passiert. Ja, danke, dass du es nochmal sagst. Und das ist halt jetzt auch schon der zweite Angabefehler von Adi. Und wir haben einen Ausgleich. Wir haben einen Ausgleich. Das sind die Dinge, die du unbedingt vermeiden musst. Aber du siehst das, der Ball war sehr hoch, ne? Und normalerweise drescht du den drauf. Aber nicht im Halbfinale. Und ja, du bist noch zaghaft. Aber ich glaube, die dann dieses Risiko eingehen, oder die Person, die das machen wird, die gewinnt das Ding. Glaube ich. Das bist doch du, der das Risiko da macht, oder? Ja, wobei natürlich, man kann auch auf die Fehler der anderen hoffen, aber ich glaube, das ist dann nochmal entscheidend. So, weißt du? Ich hab mit Funbo lange drüber gequatscht, so wer gewinnt, ist es der aggressivere, ist es der, weißt du, im Tennis natürlich auch riesen Fehlersport, ne? Wenn du viele Fehler im Tennis machst, im Paddel noch mehr. Ja. Paddel ist ein Fehlersport. Er meinte, hier sind es immer die aggressiven Spieler, die besseren Spieler sind immer die offensiv spielen, aber quasi in diesem Hobby-Leistungsbereich, ja, also ich rede jetzt nicht von 2., 3. Liga oder so, aber so in unserem Bereich sind es dann doch auch oft mal die wenigeren Fehler machen. Ja, also bei uns habe ich schon viel gemerkt, also weniger Fehler ist hier schon... Ich dachte erst dran. Ich habe nur so, Diskussion? So, 8:7 ist jetzt die Entscheidung vom Schiri, Wiederholung. Paul schlägt auf, 8:7. Wir kommen langsam in die Crunch-Time des ersten Satzes. Guter Ballwechsel wieder. 8:8. Es ist spannend, das ist geil, so macht's Bock. Hey, spannender könnte es nicht sein. Spannender könnte es nicht sein gerade. Bei den beiden. So, jetzt so ein kleiner Netzroller, ne? Dann flippst du aus. Ja, da wird sich entschuldigt. Du hast ihn angekündigt, den Netzroller. Du hast ihn angekündigt. 9:8. 9:8. Paul Frege liegt vorne. Ja, und das ist jetzt das 10:8. Matchball. Satzbälle, noch kein Matchball. Sorry, ja, Satzball. Kein Problem, dafür bin ich da, Marc. Ja, ein Glück bist du da heute auch. Und macht er das Ding zu jetzt schon mal. Er macht diesmal der Punkt für Adi. Netzroller von Paul. Und Tops aber ins Aus. 2 Punkte Vorsprung, dementsprechend. Einen hat er noch. Die Chance. Siehst du? Und der ist es. Der ist es. Bei 10:9 musst du aber draufgehen. Da musst du draufgehen. Erster Satz geht an Paul Frege mit 11:9. Krass. 11:9, Paul. Satz Nummer 1, schreibe ich mir direkt auf. Hat der Chat einen Favoriten? Ja, was sagt der Chat? Aus? Kommt nochmal Adi rein im zweiten Satz. Sehen wir den dritten Satz hier mal. Haben wir noch gar keinen gesehen. Wir haben noch keinen dritten Satz gesehen. Ist wirklich niemand, ich wäre so gerne in den dritten Satz gegangen. Ne? Also.
Ich hätte auch kurz gedacht, nachdem du den Punkt bei 10-7 da gemacht hast und dann stand es 10-8, dachte ich, dann kommst du nochmal rein. Ja, aber es ist diese Matchbälle, da bist du auch einfach, da fehlt dir dann die Lockerheit. Das ist das Problem, ey. Adi geht in Führung, 1-0. Er muss natürlich jetzt Gas geben. Der ist auch wieder an der Kante. Frege im Duell jetzt favorisiert. Ja, da gibt es die Geste, die der Schiri nicht gesehen hätte, weil sonst hätte es eine gelbe Karte gegeben, nehme ich an. Oh. 2:1 für Paul. Adi weiß, er muss diesen Satz jetzt gewinnen, sonst Quintus, ist er nein, das raus. ist nicht das Finale, das ist das Halbfinale. Maelo steht im Finale. Und Maelo spielt gegen den Gewinner der beiden Partien. Paul hat den ersten Satz gewonnen. Und es ist Halbfinale. Nummer 2. Oh. Adi ist unter Druck und die Frage ist, kann er jetzt den Druck Ja, mit der Vorhand macht er mehr Fehler. Ja, Adi ist ein so Rückhandspieler, ja, klassischer. genau, ja. Das, was ich nicht kann, kann er besonders gut. Aber das weiß natürlich auch Und Paul. Paul Das ist weiß er absoluter natürlich Vorhandspieler. Ne? Er Guck, über siehst die du, Vorhand. er sucht es immer wieder, ihn natürlich auf seine Vorhand zu spielen. Ah, schöne Angabe. Gute Recovery von Paul mit der Vorhand. Oh, Geiler Punkt jetzt von beiden. Ja. Mit dem Risiko, Paul. Aufs Netz. Probiert's und trifft nur die Netzkante und die Führung im zweiten Satz für Adi. 4:3. Schöner Aufschlag. Und der ist zu lang. Und damit 5:3. geht Adi in Führung. 2 Punkte Führung. So, und hat jetzt eine ein 3 Punkte Führung. Break gemacht. 3 Punkte Führung. 6:3. Und hat danach selber zweimal Aufschlag. Adi ist gerade richtig gut drin, ne? Fühlt es gerade richtig. Auch der wieder drauf auf die Platte. Beide sehr geduldig jetzt. Wer macht den ersten Risikoball? Und da freut er sich, da ist die Freude da. Je länger der Ballwechsel wird, umso mehr Adrenalin hast du, umso zittriger wird die Hand irgendwie gefühlt. 7:3. Aufschlag. Adi, die Chance jetzt. Guter Aufschlag. Aber starker Return von Paul und der ist ganz knapp daneben. Den braucht er, um wieder ranzukommen. Ja, das war dieser kleine Mini-Break zurückgeholt. Der war wichtig. Der war wichtig für Paul. Schöner Aufschlag wieder. Oh, und jetzt das Glück Netzroller. ist ihm Holz. 8:4. Nur noch 3 Punkte braucht Adi, um zu verkürzen in den Sätzen. Man merkt so krass die Anspannung bei beiden, wenn man hinguckt. Das ist wirklich krass. Guter Punkt jetzt. Oh, Starke Defense von Adi. 9:5. Ein Aufschlag hat er noch. Ja, es ist das Netz gerade, ne? Es ist das Netz bei Paul. Du hast dich ja mehrmals beschwert drüber, aber Ja. anscheinend scheint alles in Ordnung zu sein. Nee, das ist nicht in Ordnung. Guck, Und schon wieder ist es die Netzkante. Fast 4 Punkte, glaube ich. 10:5. Boah. Und wir haben 5 Satzbälle zum 1:1 in den Sätzen, um in den dritten Entscheidungssatz zu gehen. Und da ist es. Wahnsinn, Aufholjagd. 11:6, 11:5. Wie du es gesagt hast, das erste Mal, dass wir in den dritten Satz gehen heute. Und so muss es sein. Genau so muss es sein. Aber auch absolut verdient. Das ist ein hochklassiges Match. Und jetzt im dritten kann wirklich alles passieren. Gegen wen ist Hugo rausgeflogen? Er ist im Viertelfinale gegen Abu rausgeflogen. Spielt aber gleich nochmal. Wir haben Hugo gleich nochmal gegen Smiley an der Platte, um zu sehen, wer der Vorletzte Duell der ist. MVPs. Duell der MVPs. Die gehen nochmal ran. Die gehen nochmal ran. Und jetzt geht es um den Einzug ins Finale. Wer diesen Satz gewinnt, sagt man den Satz. Genau, Satz, ja. Super. Wer den dritten Satz gewinnt. Der ist im Finale gegen Maelo. Boah. Über den ganzen Tisch jetzt sehr, sehr guter Punkt. Aber ich bin so langsam... Ich glaube, Adi hat alle ersten Punkte gewonnen, glaube ich. In jedem Satz. Ja, bisher. die sind ihnen so wichtig, die ersten. Aber was ist es jetzt bei Paul Feimi? Ist es die Konzentration? Ist es die Kondition? Nee, ich glaube, Paul denkt zum ersten Mal nach. Er merkt, so leicht wird es doch nicht. Aber jetzt gute Defense von Paul. Oh, sieht man ganz selten, diesen Vorhandfehler von Paul. Das ist eigentlich seine Stärke, den mit Topspin reinzuziehen. Aber ja, Adi kämpft sich da zurück. Ne? Der hat den Fokus, versucht auch eher auf Sicherheit zu gehen. Ne? Super Defense wieder. 3:0, schnelle Führung jetzt.
für Adi. Und Paul braucht den nächsten Punkt bei seinem Aufschlag. So 0-4. Uiuiui. Das könnte dann doch das Finalmatch der Schweizer werden. Ich glaube, Paul fängt jetzt auch an nachzudenken. Wer hat auf Mallorca mal gewonnen von den beiden? Verrat uns seine Insights. Meinst du jetzt am Glas im Megapark, oder? Beidem. Man kann es nicht vergleichen, weil wir haben teilweise mit Latschen und Barfuß gespielt und irgendwie, weißt du, dann 30 Grad und da haha hihi. Es war ausgeglichen, aber eigentlich war Paul der Stärkere. Ja, ne? So, ja, der war schon so, wo man sagte, okay, der kann auch das Turnier auf jeden Fall gewinnen. Deshalb war er für mich mit Abu definitiv einer der Favoriten. Vielleicht ist es das Turnier der Favoritensterben im Halbfinale. Ah. Und das sieht man nie von Paul. Ja, Das könnte jetzt ein Gamechanger gewesen sein. Aber Statt 4:3 gibt es 5:2. er geht das Risiko ein. Ich finde immer, Risiko wird von mir immer belohnt. Finde ich gut, wenn man da mutig ist. Er muss natürlich aber auch, weil er liegt zurück. Ne? So, und wir haben jetzt eine Besonderheit. Es wird nämlich nochmal die Seiten gewechselt im Entscheidungssatz. Wurde vorhin im Briefing erklärt. Das Briefing war off the record. Und Adi Totoro führt jetzt mit 6:2. Ah, da ist der Ganz Fehler. Und der wichtiger kommt Punkt. wieder ran. Ganz, ganz wichtiger Punkt aus Sicht von Frege. Der jetzt auch mittlerweile hochkonzentriert aussieht. Ne? Das Lachen ist tatsächlich doch nicht mehr so da, sondern da ist die Konzentration jetzt da. Der weiß, jetzt geht es hier um jeden Punkt. Und die sind wichtig. 4:6. Die sind ganz, ganz, ganz 4:6. Den Punkt braucht er. Oh, Und nur noch 5:6. Boah. Hier geht es wirklich um den Einzug ins Finale. Und das spüren beide. Die wissen, wir haben 2 Sätze gehabt, es ist unentschieden. Und jetzt geht es hier darum, wer macht Der das Punkt Ding klar. ist so wichtig für Adi. Paul, der nach seinem Elfmeter zurückkam, den er verhauen hat, kämpft sich zurück und jetzt die 2-Punkte-Führung. Paul ist ein bisschen defensiver jetzt gerade. Versucht eher ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und ja, das ist ein nämlich, Riesenpunkt. und da ist er nicht Risiko gegangen und hat gesagt, komm, ich warte lieber, dass jemand anders hier den Fehler macht. Und das ist aufgegangen. Hat sich belohnt. Das ist aufgegangen gerade. Weil davor ist er immer voll drauf. Und wir haben 6:8. Aber Adi schafft immer diese 2-Punkte-Führung immer zu halten. Und jetzt wird es richtig spannend. Ganz wichtiger Punkt, das ist die Kante. Boah, 7:8, also Wahnsinn. Ey, ich bin hier wirklich am Schwitzen, nicht vom Spielen gerade noch, sondern echt, weil ich hier mit Fieber. Oh, den zieht er drauf. Nochmal Risiko hat, nochmal die Chance. Nein, er macht ruhig. Die Jungs schenken sich gar nichts Und mit die dem Netz. Netzkante für Adi. 9:7. Und der nächste Punkt. Alles noch möglich, alles noch möglich. Big Point jetzt. Gibt es den Matchball, den ersten, oder verkürzt Paul? 9:8, der spielt Matchball. den jetzt aus. Wir haben 3 Matchbälle für das Schweizer Duell. Adi gegen Maelo. 10:7, Adi. Und der ist zu lang. Boah, Wahnsinn. Paul scheidet aus. Adi Totoro gewinnt das Wahnsinn. Halbfinale. Zieht ein mit 11:7 im dritten Entscheidungssatz. Was für ein Match. Ey, Riesenniveau der Match, beiden. Alter. Geiles Match, ey. Alter Schwede, was ein Duell. Was sind die ersten Gedanken danach? Adi, erstmal Glückwunsch zum Finale, muss man sagen. Wenn man meine Hand sieht, ich bin so am Zittern. Ich dachte wirklich im letzten Satz, dass Frege nochmal rankommt im Stand 6:6. Nee, 5:4 oder 6:4, irgendwas. Frege ist nochmal, glaube ich, auf 6:5 oder so rangekommen und da dachte ich, holy shit. Weil das sind die Momente, wo Frege eigentlich ausnutzt instant und dann davonzieht. Aber irgendwie hat es diesmal geklappt. Ich bin so am Schwitzen. Es war so ein geiles Spiel. Ich glaube, meine Defensive war tatsächlich relativ gut in diesem Spiel. Frege hat oft angegriffen, aber auch nicht ganz 100% durchgezogen. Immer so auf Sicherheit gesmashed und die konnte man dann von hinten irgendwie spielen. Aber GG. Frege, was sagst du? Glückwunsch an dich, bis im Finale. Bei deinem eigenen Turnier gönne ich dir sehr, finde ich geil. War ein super Halbfinale. Aber sag mal, Natürlich zum Spiel. ärgert es mich. Aber Wir sind wo? Freunde. Bei mir und auch bei dir ist immer dieses Kompetitive. Das heißt, jetzt gerade bin ich natürlich ein bisschen emotional, aber ich gönne es dir sehr, wirklich. Und ich habe mich, irgendwie bin ich gefühlt nicht gut genug gewesen einfach.